So, ihr Lieben, heute Abend möchte ich so eine Herzensbotschaft mit auf den Weg geben. Ich möchte darüber sprechen, es gibt so Verheißungen von Gott, aber dann gibt es eine Realität, das kennst du, dass du denkst, dass das Gott sagt, was ich lebe, ist oft ein Gap. Ich habe ein Bild mitgebracht, zum das erklären. Du hast einen Traum, eine Vision oben und unten ist die Realität und je mehr die Kluft ist, desto mehr ist man frustriert und hat Fragen und genau da kommt der Teufel rein mit lauten Stimmen. Es gibt deine eigenen Stimmen, es gibt die Stimmen von außen, es gibt die Stimme vom Feind und es gibt auch die Stimme von der Erfahrung. Da müssen wir lernen, dass die Stimme Gottes, Proklamation, muss lauter sein als das, was du hörst in diesem Kluft und diesem Gap, weil Gott kommt noch immer mit deinem Leben zum Ziel. Was Gott angefangen hat, zieht Gott immer durch. Amen? Er zieht das immer durch. Er zieht das immer durch. Und ich beginne mit einer Geschichte, sein Name ist David, ein Mann aus dem Alten Testament, ein Hirte, ein König später und ich liebe an David, er hat eine solche Sehnsucht nach Gott gehabt, er hat die Bundeslade nach Hause gebracht und hat in den Unterhosen geworshipped. Das nenne ich Lobpreis für Jesus. Wenn man das im ICF machen würde, mit Dresscode, das ist ein Problem. Aber ihm war es so scheißegal, was Menschen gedacht haben. Gesagt, die Gegenwart Gottes muss zurückkommen in unser Haus. Und David hat eine krasse Geschichte. Man liest das so, Gott salbten David. Und ein paar Kapitel später plötzlich, bum, schakala, ist der König. Aber was man oft vergisst, ich habe das aufgeschrieben, vom Öl zur Krone, sagt man, vergingen ungefähr 15 bis 20 Jahre. Ich habe jetzt circa 20 Jahre reingeschrieben, um ein bisschen realistisch zu sein. Und es gab 3 Phasen. Als David 15 Jahre jung war, wurde er gesalbt als ein König. Verborgen und geformt wurde er 5, 7, 10, 13 Jahre ungefähr, man weiß nicht ganz genau, hat er die Schafe gehütet trotz der Salbung. Und das war jetzt nicht genau das, was ich vorgestellt hatte. Man sagt zum Beispiel, wenn du beginnst zu predigen, zu leiten, zu dienen in der Seelsorge oder beginnst eine Familie, sagt man, es braucht 7 Jahre, bis du deinen Stil rausgefunden hast. Und das hat Gott gemacht, diesen 7 Jahren. Der zweite Teil, Gott gab ihm 2 Königteile. Nicht das Ganze, Gott vertraut dir immer etwas Kleines an und dann musst du da wieder treu sein und dann wurde er König für 33 Jahre und David erlebt 4 Stimmen, die Stimme bei den Schafen, die Stimme mit den Menschen, die Stimme von Goliath, dem Feind und die Stimme von der Krone und ich möchte es mit euch ganz kurz durchgehen, weil David war 15 Jahre jung. Wer von euch ist 15 Jahre jung? Hand hoch. Wer möchte gerne 15 noch sein? Niemand? Okay, verstehe ich. Da hat man noch zu viele Ideen im Kopf. Aber er war 15 Jahre alt. Der erste Punkt ist, die Wachstumsphase von Gott ist erstens deine innere Stimme. Deine innere Stimme ist oft dermaßen sündhaft, falsch und krass laut. Achte mal, das heißt in 1. Samuel 16 bis 13, da nahm Samuel, der Prophet, musste einen König salben für Israel, das Horn mit dem Öl und goss vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Er war gesalbt mit 15 zum König und wir denken, boom, shakala, direkt König. Aber das Problem war, da war schon ein König, sein Name war Saul. Was geschehen ist etwas, was ich euch erklären möchte. Als Paulus zum Glauben kam, bevor er die Church gegründet hatte und gepreacht hatte, hat er sich versteckt und hat Dinge gelernt in der Verborgenheit, das niemand sieht. Wenn Gott dich beruft und Gott beruft dich, musst du eines wissen, Gott schickt dich immer da zurück zu den Schafen, wo du denkst, meine Fresse. Wann hört das endlich auf? So, ich habe eine Berufslehre gemacht als Maschinenzeichner. Habe es nach einem halben Jahr abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht mein Ding. Dann wollte ich direkt in die Bibelschule gehen. Für was eine Berufslehre machen, wenn ich Gott dienen will. Und ich habe eines gelernt, wenn dir Dinge nicht passen, einfach Gott die Frage zu stellen, wie siehst du meine Entscheidung? Was möchtest du von mir? Und ich habe gehört in meinem Herzen, wie Gott zu mir sagte, Leo, es gibt im Reich Gottes keine Abkürzung.
sondern dein Charakter ist unglaublich noch nicht entwickelt. Und dann, nach der Berufslehre, wollte ich nicht in die Schweizer Armee gehen, weil wir haben ja keine Kriege. Und wollte direkt in die Bibelschule gehen, hat so Gott gesagt, Gott, soll ich in die Armee gehen in der Schweiz? Und Gott sagte, Leo, ja, es tut dir gut, weil dein Charakter ist noch unterentwickelt. Das ist nicht, was ich hören wollte. Aber Gott sah in mir drin, dass ich noch gar nicht ready bin, diese Krone zu tragen. Bevor Gott dir die Krone gibt, gibt Gott dir den Hirtenstab. Und liebevoll wird Gott Themen aus dir herauslieben, die nicht zu uns gehören. Liebe Leute, zu oft gehen wir eine Abkürzung. Wir sind beleidigt, wir sind enttäuscht. Ich sehe uns nicht gesehen, nicht gehört und alle diese Dinge. Statt Gott einfach die Frage zu stellen, lieber Gott, warum lässt du die Situation zu mir? Willst du mich etwas lehren, was ich nicht sehe, was matchentscheidend ist? Darf ich dir was sagen? Verzögerungen ist keine Ablehnung Gottes. Es ist immer eine Vorbereitung für etwas Größeres. Und Gott kommt zum Ziel, auch wenn du denkst und jung bist, ich möchte die Welt verändern, du wirst die Welt sowieso verändern, aber Gott hat immer noch sein Timing. Vor vielen Jahren waren wir an der Marktbrücke. Und da war ein Prime Tower, ich habe ein Bild mitgebracht, der Prime Tower, da haben sie angefangen zu bauen und nach einem Jahr hat man nichts gesehen. Ich habe gedacht, wann beginnen die zu bauen? Und dann habe ich gegoogelt. Die haben 1 Jahr gebraucht, um das Fundament zu bauen. Wenn du hoch hinausgehen willst und du wirst hoch hinausgehen, ist das Fundament tiefer, als du dir jemals vorstellen kannst. Was hoch ist, geht tief hinunter und dann bist du auch fähig, das zu tragen, was Gott in deinem Leben auftragen wird. Amen? Jetzt kommt mein Punkt. Schafe zu hüten hatte 2 Eigenschaften. Man muss den Kontext verstehen. Schafe zu hüten hat man nur, der Vater hatte 2 Optionen. Ich stelle einen Sklaven an, der preisgünstig ist. Und wenn ich sparen will, nehme ich den Sohn, an den ich nicht glaube. Und das war David. Gott glaubte an ihn, aber zurück zu diesen Schafen. Schafe sind störrisch, dumm, ängstlich. Ich zeige euch ein Video, den ich gesehen habe, das versteht, Schaf zu hüten ist total scheiße. С этой стороны, против солнца. Come on! Nein, überleg dir mal, Gott schickt David zurück, um die Schafe zu hüten. Hast du gesehen? Jetzt darf ich dich was fragen. Was ist das, was Gott liebevoll, kunstvoll aus dir rausschält, was nicht zu dir gehört? Und ich habe viele Themen in meinem Leben. Es kann Stolz sein, Minderwert sein, Rechthaberei sein, Arroganz, Unfrieden. Dinge, die rausgeschält werden müssen, weil man da dient, wo Gott dich hinstellt. Die Stimme ist laut. Ich verpasse etwas, ich komme zu kurz. Alle anderen gehen ab wie Schmitzkatze. Und es gibt eine Proklamation, die du proklamieren darfst. Ich habe es aufgeschrieben. Die Proklamation bedeutet, ich werde dem Kleinen treu sein. Und Gott wird mich über Größeres setzen. So, ich möchte es mit euch üben, auch wenn du im Club bist und auch live und online zuschaust am Raum. Ich werde auf 3 zählen und lass uns zusammen diese Proklamation so laut wie es nur geht zusammen proklamieren. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Club, seid ihr ready? Online sind ready gebunden, ist jemand ready? Come on. Also, 1, 2, 3. Ich werde im Kleinen treu sein und Gott wird mich über Größe setzen. Amen. Come on. Wir machen das. Woohoo. Die zweite Wachstumsphase, das sind die äußeren Stimmen. Und die äußeren Stimmen waren gewesen sein Vater, sein Bruder und auch der König Saul. Und es gibt die äußeren Stimmen. Ich möchte euch diese Punkte mitgeben. Es ist krass. Der Vater sagt in 1. Samuel 16, Vers 11 zum Propheten:
Der Prophet fragt den Vater, sind das wirklich alle deine Söhne? Und dieses Wort wirklich bedeutet, glaubst du an alle deinen Söhnen? Oder hast du noch irgendeinen, den du nicht glaubst? Die Frage vom Prophet ist crazy. Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortet Isai. Er ist auf den Feldern, hütet unsere Schafe und Ziegen. Und meine Frage ist, wenn du der Lieblingssohn von deiner Familie bist, ich gratuliere dir. Wer von euch ist der Lieblingssohn, liebe Tochter der Familie? Alle Hände gehen hoch, scheiße. Wer von euch ist nicht die Lieblingssohn, liebe Tochter? Wow, du kreierst coole Momente in deiner Familie. Das heißt mit anderen Worten, wenn du nicht der Lieblingssohn, die Lieblingstochter bist in deiner Familie, kann es sein, dass du immer umgangen wirst. Und jetzt gibt es einen wichtigen Punkt, liebe Freunde. Ich möchte ein bisschen so in was hineingehen, was man nicht mehr lehrt. Aber die Identität von einem Menschen kommt vom Vater. Ich möchte es wiederholen. Identität von einem Menschen kommt vom Vater. Man sagt, Männer bauen Häuser, aber die Frau macht ein Zuhause daraus. Wir sind alle gleich geliebt von Gott, aber wir haben unterschiedliche Fähigkeiten von Gott bekommen. Und lasst dir nicht einreden, wir machen alles zusammen. Hast du schon mal Eishockey gesehen, Frauen und Männer? Ist nicht das Gleiche. Sondern Männer haben die Aufgabe, die Identität den Kindern zu geben. Meine Frage ist heute konkret. Hat dir dein Vater die Würde zugesprochen, wie Gott dich sieht? Wenn du das nicht hast, hast du ein Manko, du suchst nach der Anerkennung vom Vater und kannst das nicht erklären und begreifen. Als mein Vater mich fragte, ich war 22 Jahre jung, was machst du aus deinem Leben? Und ich habe zu meinem Vater gesagt, Vater, ich werde Pfarrer im ICF Zürich. Mein Vater sagte zu mir, ich habe gedacht, du machst was Sinnvolles mit deinem Leben. Und das war das letzte Mal, als er mich gefragt hatte, was über meinen Beruf. Und das hinterlässt etwas. Wenn ein Prophet fragt, sind das wirklich alle deine Söhne? Hat der Vater gesagt, ja, an die ich glaube. Vielleicht wurdest du nicht gefördert in deiner Familie. Ich möchte dir heute sagen, darum sagt die Bibel, wir haben ein aberliebender Vater. Ist Gott für dich? Wer mag gegen dich sein? Gott wird dich fördern, Gott wird promoten und Gott wird dich unterstützen, weil Gott ist der beste Vater, der immer zu dir steht, gestern, heute, bis in alle Ewigkeiten. Und darum ist es mega wichtig, dass für Männer, die Bibel sagt, wir Männer, wir sollen unsere heiligen Hände aufheben. Wenn wir Männer beten, dann geschieht etwas in deiner Familie. Lass dir nicht einreden, Männer haben keinen Power. Männer haben eine Aufgabe, Identität zu kreieren in einer Familie. Amen? Der Bruder Eliab, jetzt wird's krass, in 1. Samuel 17, Vers 28, als Eliab, Davids, den ältesten Bruder, ihn mit den Soldaten reden hörte, ging auf den Kampf, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen, fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Stadt? Und jetzt kommt es. Ich weiß ganz genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist, Ausrufezeichen. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzuschauen. Ist dir schon mal aufgefallen, du wirst immer beobachtet, beurteilt und bewertet. Und plötzlich sind alle Menschen Propheten, Prophetinnen, wo genau wissen, wie ist deine Motivation. Aber für sich selber sind sie plötzlich keine Propheten mehr. Du wirst andauernd von Menschen hinterfragt, dass deine Motivation ist göttlich und nicht göttlich, du bist zu laut, du bist zu leise, du bist zu introvertiert, du bist zu extrovertiert, du bist zu theologisch, du bist zu unlogisch, du bist zu radikal, du bist zu lau. Du wirst immer andauernd von anderen Menschen beurteilt, bewertet und auch in dem Sinn in eine Schublade reingesteckt. Als wir ICF angefangen hatten, ich vergesse es nicht mehr, bis nach 5 Jahren waren 1000 Leute. Wir haben nicht gewusst, warum. Und Leute haben gesagt, das ist ein Strohfeuer, das ist das und bla 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 bla. Nicht alle kommen in den Himmel. Wir haben so viele Dinge. Ich habe nach 5 Jahren gesagt, Vater, ich raff es nicht. Die Stimmen von außen sind so laut. Ich ging zu einem Seelsorger. Sein Name ist Gary Keller, ist jetzt im Himmel.
Und ich habe zum Gary gesagt, hey, es sind so viele Stimmen und ich weiß gar nicht mehr, wo es links und rechts. Und ich habe gesagt, Leo, komm mal runter. Menschen reden den ganzen Tag. Die Frage ist nicht, was Menschen über dich sagen. Die Frage ist, wie sieht Gott dich? Dein Vater im Himmel hat dich geformt und geprägt im Leibe deiner Mutter kunstvoll, als noch kein Tag entstanden ist. Und Gott hat nicht gesagt, oh meine Fresse, Leo, du bist ein Montagskind. Er war stolz über dich. An dem Tag, wo du zum Glauben kamst, hat Jesus dir all deine Sünden und all deine Fehler vergeben. Er hat den Schuldbrief, der so schwer belastete, zerrissen. Er nennt dich nicht mehr Sklave, du bist sein Sohn diesem Himmel. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das Siegel kann dir niemand mehr nehmen, niemand mehr wegdiskutieren, niemand beurteilen, bewerten und auch bewundern. Es hat dir Gott gegeben. Und by the way, Gott hat deinen Namen in seine Handfläche eingraviert. Und jeden Morgen, wenn Gott aufsteht, jubelt der Himmel über deinem Leben. Die Frage ist, welche Stimme glaubst du? Darf ich dir was sagen heute Abend? Komm mal runter. Menschen reden den ganzen Tag über dich. Die Frage ist, wie Gott dich sieht und bewertet und beurteilt. Und wenn du nicht aufgehört hast zu lernen wie David, zu fragen, Heiliger Geist, gibt es Dinge, die du mir rausstellen wirst du von Tag zu Tag Jesus Christus ähnlicher werden. Darf ich dich fragen, welche Stimme ist lauter? Die Stimme auf Social Media? Hab keinen Like bekommen? Oh, krass. Die hat mir die Freundschaft gekündigt per WhatsApp. Wow, Krasimir. Krasimir ist Krasimir. Kommt von Krasimir. Liebe Leute, Gott hat noch nicht einmal die Freundschaft mit dir gekündigt. Nicht ein einziges Mal. Auch dann, wenn du doof tust, hat Gott es nicht gebrochen. Lass uns für das Gott einen Applaus geben. Come on, Church. Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal. No, ever, ever. Und dann gab es eine andere Stimme, war Saul. Saul war der König, gesetzt über Israel. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben einen König, der ist gesetzt, aber David, der neue König werden wird. Und es gibt immer jemand, der von unten drückt und der oben hat Angst, die Position zu verlieren. Es gibt immer jemand, der steht dir vor der Sonne und eines Tages stehst du der Person vor der Sonne. Und er sagte mal, was es hier heißt, als David auf das Feld kommt, gegen Goliath zu kämpfen, und dann sagt Saul, es ist unmöglich. Ich liebe es, menschlich sind viele Dinge unmöglich, aber für Gott sind alle Dinge möglich. Wie soll ein junger Mann, wie du den Zweikampf mit diesem Philister, mit dem Goliath gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. David kam, hatte von nichts eine Ahnung, hat auch es nicht interessiert, wie laut, wie einflussreich und wie unlogisch der Teufel ist, der Goliath, sondern David hat gesagt, wenn du lernst, da wo es niemand sieht, in einem Bereich, der dich so anzipft, zu dienen, weil es kam ein Bär und ein Löwe und die wollten die Schafe auffressen. Und David hätte sagen können, meine Güte, das ist der geilste Tag. Ich sage zum Vater, Vater, der Bär und der Löwen haben alle Schafe gefressen. Ich brauche einen neuen Job. Leiter werden geformt im Verborgenen. Wo du dein Leben einsetzt für ein Schaf, das stur, dumm und nicht dankbar ist. David hat mit dem Stock den Bären und den Löwen gekillt. Und weißt du, was das Problem war? Es gab keine Social Media. Sie sagen, nee, warte, Bär, warte, chill, Moment. Und er hat gemacht mit TikTok, oh, Krasimir, Film, ich, David, geile Sieg,
Bär und Löwen selber gekillt, ohne ChatGPT, ohne Claude, alles selber gemacht. Nach 1 Minute 1 Million Likes. Aber es gab kein Social Media. Die Kämpfe, die du kämpfst, liebe Freunde, gibt es kein Social Media. Es gibt nur eine Person, die zuschaut, das ist Gott und sagt, I like it. Das sind die Momente, wo du kämpfst für deinen Vater. Wo du betest und fassest, dass ein geistlicher Durchbruch passiert in deiner Familie. Du betest für deine Mutter, für deinen Bruder, für deine Schwester, für deine Church. Du betest und fasst, dass niemand sieht. Und wenn du dann diese Kämpfe gewinnst, sagst du Goliath, bist ein bisschen größer wie ein Bär und Löwe, aber dich mache ich zur Schnecke, weil ich habe gelernt zu kämpfen mit den Waffen Gottes. Ich habe eine Proklamation. Ich werde nicht den lauten Stimmen der Menschen glauben, sondern Gottes Berufung über meinem Leben festhalten. Lass uns das wieder ganz laut, Club Online alle ausrufen in 1, 2, 3. Ich werde nicht den lauten Stimmen der Menschen glauben, sondern Gottes Berufung über mein Leben festhalten. Amen. Jetzt kommt der Goliath, die dritte Stimme. Das ist der Feind. Und der Feind, liebe Leute, ist eigentlich gar kein Feind, weil es gibt Feinde, sind ein Witz in den Augen Gottes, weil Gott immer gewinnt. Aber was Goliath macht, ist Folgendes in 1. Samuel 17, 42 bis 43. Er sagt zu David, ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottet er. David war sehr jung, er war rothaarig, gut aussehend. Ich bin denn nur ein Hund, dass du mit einem Stock entgegenkommst, brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Und hier gibt es ein Prinzip, der Teufel ist immer laut. Der Teufel macht dir immer Angst. Wer glaubst du, dass du bist? Hast gewusst, der Feind will immer das letzte Wort haben. Als Jesus versucht wurde in der Wüste, für Bedürfnisse, für Macht und Anerkennung, hat der Teufel gesagt, wenn du das und das nicht machst, du wirst dein Leben verpassen, du bist der Sohn von Gott, ich gebe dir alle Macht. Und dann sagte Jesus nicht zum Feind, zum Goliath, Püpperlapüpp, quack, 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 quack. Er sagte nicht zum Teufel, ich sehe das nicht so wie du. Das fühlt sich nicht für mich gut an, da bin ich nicht dabei. Jesus kämpfte mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Er sagte, es steht geschrieben, bevor ein Wort sich in der Bibel nicht erfüllen wird, vor wird Himmel und Erde zergehen. Du musst lernen, mit dem Wort Gottes gegen den Feind anzukämpfen, sagen, du kannst brüllen, so laut du willst, aber Gott hat immer das letzte Wort. Immer. Immer. Und Reinhard Bonke sagte Folgendes über den Teufel. Der Teufel ist wie ein brüllender Löwe. Aber eigentlich ist so eine kleine Maus mit dem Mikrofon und eine große PA-Anlage nicht mehr und nicht weniger. Lass ihn brüllen, solange er brüllen will. Aber der Feind, Angst, hat nie das letzte Wort in deinem Leben. Achtung, was David zu Goliath sagte in Vers 45. David antwortete doch, er rief zurück, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanz und Wurfspeeren, aber ich komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott, der Gott des israelischen Heeres. Ihn hast du verspottet, nicht mich. Und niemand hat jemals gegen Gott gewonnen. Du musst lernen zu kämpfen mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Wenn du die Bibel nicht liest, dann sagst du morgen früh, oh, Püpperlepüpp, gewinnt keinen Kampf. Du kannst es nicht leisten, am Morgen nicht aufzustehen, die Waffenrüstung Gottes nicht anzuziehen, weil du hast Kämpfe, die du nur mit Gott gewinnen kannst. Amen. Die Proklamation heißt folgendermaßen, ich werde nicht von der Angst bestimmen lassen, sondern ich werde Gottes Wort glauben. Es hat das letzte Wort. Amen. Seid ihr ready? Lasst uns das auf 3 laut proklamieren. 1, 2, 3. Ich werde mich nicht von der Angst bestimmen lassen, sondern ich werde Gottes Wort glauben. Es hat das letzte Wort. Amen. 20 Jahre später. Laute Stimmen, der Goliath und David wird über Nacht ein König.
Und wenn du da angelangt bist, denkt man, boah, ich bin voll in meiner Bestimmung, in meinem Flow, in meiner Berufung, dann habe ich keine Probleme mehr. Man sagt New Levels, New Devils. Aber David hat eins gelernt und ich liebe, es gibt so Kleinigkeiten in der Bibel, ich lese euch ganz kurz vor, in 2. Samuel 5, Vers 23. Wieder bat David den Herrn um Weisung. Und dieses eine Wort musst du verstehen, Gott macht Wunder. Aber Gott wiederholt das Wunder nie zweimal haargenau gleich. Geistliche Leiter sagen nicht, Kirche, ich weiß, wie es funktioniert, Predigtserie, ein bisschen Licht, ein bisschen Small Group und ein bisschen Konferenzen und dann wächst es. Ein guter Geisterleiter sagt immer, Gott, was ist in der neuen Season dran? Vielleicht hast du gemerkt, vor Corona haben wir die Kirche anders geleitet, anders gepredigt und seit Corona hat sich die Welt komplett verändert. Wir haben einen Zeitgeist, wo wir drin leben, der ist laut, der ist sehr linksorientiert. Und wenn du gläubig bist, bist du ein bisschen nicht ganz so linksorientiert. Wirst du lernen dürfen müssen, anders zu leiten, anders zu predigen und auch anders zu denken. Und das hat genau David gemacht. Er hat gesagt, Gott, ich mache es nicht genau gleich. Und dann sagt Gott zu David, greif diesmal nicht von vorne an, das hast du immer so gemacht, sondern umgehe sie, fallt ihnen bei den Balsamstauden in den Rücken und so wirst du gewinnen. Ich möchte dir heute sagen, wenn du denkst, ich habe alles gerafft, ich habe alles geschnallt, ich habe alles unter Kontrolle, die Zeit verändert sich, dass du immer im Flow bleiben musst mit diesem Gott im Himmel. Ich möchte enden mit dieser Proklamation und dann werden wir beten heute Abend zusammen uns salben mit Öl, weil die Ölung bedeutet, dass der Geist Gottes heute Abend auf dein Leben fallen wird. Die Proklamation heißt, ich werde mich nicht nur auf meine Erfahrung verlassen, sondern Gott in jeder neuen Situation neu vertrauen. Können wir das proklamieren zusammen als letztes Mal? In 1, 2, 3. Ich werde mich nicht nur auf meine Erfahrung verlassen, sondern Gott in jeder neuen Situation neu vertrauen. David war 15 Jahre jung. Niemand hat ihn gesehen. Er wird geölt, der Geist Gottes kam, um zu bleiben. Aber er musste lernen, da zu dienen, wo es ihm keine Leidenschaft gab. Gott formt Dinge in dir, die man später braucht. Und dann gab es die Stimmen, die waren laut. Und dann kam der Goliath mit Angst. Und dann kommt die Krone, wo du immer wieder in Bewegung sein darfst mit dem Gott im Himmel. Ich lade euch ein, aufzustehen, live, Club, online, Microchurches. Und wir werden nach diesem Gebet, das Gebetsteam kann nach vorne kommen. Wir haben hier Leute vorne, auch oben, überall. Kommt nach vorne, Gebetsteam mit Öl. Wir werden nachher euch ölen. Und Öl steht für den Heiligen Geist. Wir werden euch ölen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich habe die letzten 2 Wochen in jeder Celebration, wo ich gewesen war, in Germany, in Deutschland, habe ich nach jeder Predigt Leute geölt. Und ich habe noch nie solche Zeichen und Wunder gesehen wie die letzten paar Wochen. Ich sage das nicht einfach, um euch zu motivieren, weil die Bibel sagt, das Gebet von einem Leiter in einer Church hat Kraft. Wenn er oder sie beten für Menschen, die krank sind, wird Gott heilen. Und das heißt in der Bibel, sie haben die Menschen geölt und Dämonen ausgetrieben und die Kranken geheilt. Wenn wir heute Abend dich ölen, in der Season, wo du drin bist, vielleicht bist du in einer Ausbildung drin, vielleicht hast du einen riesen Frust, vielleicht wurdest du missbraucht, sexuell, geistlich, moralisch, was auch immer der Punkt ist. Ich glaube heute Abend an Wunder. Wir werden nach vorne Leute zum Ölen überall, auch oben, auch im Club, auch online. Vater im Himmel, ich danke dir für dein lebendiges Wort. Du hast gesagt, die und diejenigen, die an dich glauben, denen werden Zeichen und Wunder folgen. Sie werden uns kleben wie ein Magnet. Ich öffne heute Abend diesen geistlichen Himmel über uns, weil die Bibel sagt, es geschehe gemäß Glauben. Ich glaube an dich, Jesus. Ich glaube an deine Wunder. Und
Ich sage heute Abend, dass jeder Dämon muss schweigen im Namen von Jesus. Jeder unreine Geist hat keine Wirkung mehr. Jede Gefangenheit wird jetzt gelöst im Namen von Jesus. Der Schuldbrief, der dich so belastet heute Abend, der wird zerrissen. Sünden werden vergeben. Sachen werden wiederhergestellt. Und Heilung fließt im Namen von Jesus Christus. Ich rebe heute Abend meine heiligen Hände als Leiter von dieser Community. Du hast Jesus gesagt, wir sollen für kranke Menschen beten, du wirst sie heilen. Und ich löse heute Abend diese Heilungskraft, das in deinem Namen geschieht. Es ist der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Es ist die Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für all meine Sünden starb. Aber es ist auch die Kraft des Heiligen Geistes, das heute Abend dich beflügelt. Ich bete heute Abend für Trost. Da, wo Dinge zerbrochen sind in deiner Familie. Trost, da, wo Freundschaften auseinandergingen. Trost, da, wo Menschen dich nicht gesehen, nicht gehört haben. Trost, da, wo Menschen dich bewerten, beurteilen. Jesus, lass uns heute Abend deine Stimme so laut hören. Du hast die Liebe Gottes ist in unser Herzen ausgegossen durch den Geist Gottes. Es ist uns eine große Ehre, dass du diese Message geschaut hast und dich von Jesus berühren lässt. Denn dafür schlägt unser Herz, dass Menschen wirklich Jesus erleben und von ihm verändert werden können. Wir unterstützen dich auch gerne noch weiter. Bitte folge uns auf Social Media oder connecte uns. Du kannst übrigens auch zur Church gehören, wenn du einfach online dabei bist. Und natürlich würde es uns freuen, wenn du auch mal am ISF Sunday Night reinschauen würdest, live vor Ort. Das wäre natürlich auch sehr schön. Bis bald.